Moje lewe Goeten. Mein Numm ass Jerome Lulling an lo léiere ma e bësse Lettzebuerch. Haut lesenech eich en Interview mat der Stëmm vun der Stroos fir aus dem Joar 2018. Das d'Internetseite vun der Stëmm vun der Stroos stëmm.lu. Ganz interessant. Nous œuvrons en faveur de l'intégration sociale et professionnelle de personnes défavorisées. Voilà, dann nur daheim ein kleines Menü, nos Aktivités. Könnt natürlich auch die andere Rubrik gucken. Und da, wenn ihr ein bisschen rauf scrollt, hier verschiedene Aktivitäten, an die wo eis haut interessiert, das ist die Rédaction, réaliser le bimestriel Stëmm vun der Stroos, en savoir plus. So. Und da könnt ihr erst dann auch abonnieren. Klicke ici. An hier hat dann die Möglichkeit für euch zu abonnieren auf die Zeitung für 15 Euro. Voilà. Und hier sind dann hier Publikationen, das ist am Format PDF 2021, 2020 und dann 2019 und 2018. Ja, das ist den, wo also interessiert. Dann lesen ich erst den Lomol 4. So, dann ist hier. 2018 die Nummer 96. Let's made it. Okay. Stëmm vun der Stroos, Editorial. Und dann da sind dann die verschiedenen Artikel. Und hier steht eben ein Interview mit Jerome Lulling an der Seite 25. Da gehe ich hin. So. Interview mit Jerome Lulling, Co-Auteur vom Luxdico, Auteur vom Site bonjour.lu. Den Artikel ist relativ groß. Ich meine, es sind 3 Seiten. Und ich mache nur mal Bild mir groß, für das ihr auch alles gut lesen könnt. Naja, da fängt man an. Das ist wahrscheinlich ein Foto von Isabella Finzi. Das weiß ich nicht. Ich hatte die Demos. Und das ist aber schon wie lange ich rumspiele. Was ist Isabella Finzi gewesen? Ich weiß nicht mehr. Das ist bei Edition Saint-Paul, wo ich die gemacht habe, die Foto. Und das wissen vielleicht nicht, dass das mein These. Ich hatte die mitgeholt. Und meine Hand ist dumm, ich weiß wie den Arm. Für was? Es sind die Sommer viel Velo gefahren. Was tut ihr dazu gebraucht, für Linguistik zu studieren? Mein Linguistiksprof auf der Universität Paul Valéry zu Montpellier war ein Lützebäuer, der Professor Dr. Shannon François. 1995 habe ich ein Sujet für meine Magisterarbeit gesicht. Ich habe hier gefragt, ob das ihn interessieren gäbe, wenn ich etwas über die Lützebäuerisch ging machen. Und hier war direkt begeistert. Bei den anderen Profen war auch schon alles besat. Und eigentlich wollte ich mich nicht auf die Schiene vom Lützebäuerischen wohnen. Ich wusste ganz genau, dass das ein mega Sackgasse. Da geht es schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden. Es interessiert bald keinen, und ich hatte wirklich lange gezweifelt. Der Herr Schanen hat mir proposiert, einen rezenten Lützebäuer Autor zu analysieren, und zwar de Jean-Michel Treinen, den 2016 leider viel zu früh gestorben ist. Hoppla, pardon. Ich mache mal noch ein bisschen mehr groß. 150, so. Ma ja, wie geht es da weiter?
De Ministère de l'Education nationale huet mech dun iwwer eng Buchsformation Recherch informéiert, wann ich geif weiter an déi Richtung forschen. So eng Buchs krit Dir, wann Forschungsarbecht Appes mat Lützeburg ze den huet. Dat gëlte lo net nëmme fir d'Sproch, et kann och zum Beispiel Appes iwwer Kultur oder d'Ökonomie sinn, dat ass egal. No der Maitrise hunn ich ugefang mam DEA, Diplom d'études approfondies, an du mat der Doktorthees. De Sujet war die lexikalisch Kreativitéit am Letzebäuerchen, déi lexikalisch Kreativitéit, dat heecht d'Evolution vun unserem Vokabulär. De Sujet ass nawel gut ukom beim Jury, ich krut also d'Autorisaioun fir ein Doktorat ze man, an ich krut och déi Buchsformation Recherche akkordéiert. Dat waren 1.000 € de Mond, wat mat demos immens viel geholf huet. Ech duercht och mam Doktorat an der Tasch, do ginge schon irgendwo eng Platz. Do ging schon irgendwo eng Platz fir mech opgoen. Momentche. So. Me Voraussetzung war eben, dat ich die Diplome auch packen. No der Soutenance zu meiner These am Jahr 2002 hun ich aber leider nach 4 Jahren müssen warten, bis ich 2006 endlich einen Festplatz als Lützeburg Enseignant bei der Gemeinde Lützeburg krut. Et war demals an als auch haut noch immer nicht einfach einen Platz beim Lützeburgischen zu kriegen. Wie sieht die Zukunft, was uns Spruch betrifft? Also hier seht uns, ist so ein echter Eis. So. Ja, was tun ich dann wahrscheinlich gesagt? Also, da sind ich immens optimistisch, weil aus dem geschwatene Lützeburgisch als tatsächlich geschrieben Lützeburgisch gehen. E-Mail, SMS oder Internetforen wie zum Beispiel Kommentare auf rtl.lu, alles als op Lützeburgisch. Als Spruch boomt. An den 80er oder 90er konnte sich so eine Entwicklung nicht vorstellen. Wann überhaupt op Lützeburgisch geschrieben gouf, da war es hauptsächlich op den Akkaufszetteln oder für Postkarten aus der Vakanz zu schicken. Und dann eben auch noch bei ein paar Auteuren. Hinter den 90er ist es aber normal gehen, alles op Lützeburgisch zu schreiben. Mir bestehen auch noch eine Reihe Probleme. Pardon. Zum Beispiel Vermittlung vom Wissen. Ich bin selber kein Kanner. Ich arbeite bei der Gemeinde Lützeburg, Service Integration Formation des Adultes, und ich kann euch also nicht sagen, was an unseren Primärschulen oder an unseren Lyceen im Schulprogramm steht. Mir viel von meinen Schülern Huscher kann, also sie erzählen mir, dass an unseren Primärschulen so gut wie gar nicht für Lützeburg geschieht. Wenn ich mal ein neues Buch herausgehe, für Lützeburg zu lehren, da schicken Da schicken ich es auch aus Schulen heute zu Lützeburg. Ich bin gerne bereit, mein neues Buch auch Lützeburger Schüler vorzustellen, aber ich kriege mal keine Antwort. Also die Vermittlung vom Wissen über als Lützeburger Spruch schenkt man an unserem Schulsystem immer noch ziemlich schappisch. Aber ich setze meine Hoffnung an den Internet. Weil wenn ich etwas gewohnt will gehen, da finde ich meistens etwas dazu am Internet, zum Beispiel bei Wikipedia. Und wir haben die riesige Chance, dass wir eine Community tun, die in einer Lützeburger Version von Wikipedia schafft. Ich weiß noch nicht, wie das mischt, aber das sind anscheinend rund 100 Leute. An die Lützeburgische Wikipedia soll ich nicht unterschätzen. Da finde ich schon immens viel, auch über als Spruch. Ich so nicht, dass an Wikipedia immer alles perfekt ist, aber ich soll nicht vergessen, dass die Artikel am Wikipedia ja ständig von jeder Rang von uns kontrolliert und ausgebaut können gehen. So eine Online-Enzyklopädie wie an den 80er Jahren noch absolut unmöglich gewesen. Also auf dem Gebiet fand ich, dass uns Spruch auf alle Fall eine Zukunft hat. Ich bin also nicht der Meinung, dass uns Spruch Aussterben ist. Aussterben wir. Boah, egal. Wenn die Kuren aufhält, wie motiviert sind Schüler für richtig Lützeburgisch zu lehren, fällt es ihnen schwer, andere Sprachen zu lehren. Meine Erfahrung ist, dass ganz viele von den franco- und lusophonen Schülern einen Schock kriegen, weil sie feststellen, dass sie überhaupt nicht mitkriegen.
Die Leute haben gar keinen Unhaltspunkt, was sie ihr letztebäuisches Wort lesen oder hören. Es besteht einfach kein Lern, zum Beispiel zwischen den Wörtern Dimanche und Sonntag. Das ist eine andere Welt. Es geht anders das ausgeschwert und das ist eine enorm hohe Hürde für meine Schüler. Viele von ihnen gehen dann auch sehr ab, weil sie selber angesehen, dass letztebäuisch Lehren nicht nur etwas mit Verstehen zu tun hat. Et kann die Regeln erklären, mit dem Verhalt, also den Effort de Memorisation, der muss immer nicht wiederholt gehen, und regelmäßig trainiert gehen. Wenn ihr nicht open ist für die Anstrengung, da stehen die Chancen ganz klein für euch Spruch zu lernen. Das gilt übrigens auch für andere Sprachen. Es gibt auch keine Zeitungen auf Lützeburgisch. Für was gibt es eigentlich keine Zeitung auf Lützeburgisch? Und das, obwohl es jo immens viele Artikel auf Lützeburgisch gibt. Zum Beispiel auf rtl.lu, auf eldo.lu, auf 100,7.lu und auch auf stimm.lu, dem Site von der Stimme von der Straße. Da stellt sich natürlich die Frage, für was gibt es nicht auch eine Gratis-Zeitung, zum Beispiel wie den Essentiel auf Lützeburgisch? Mit Horoskop, Meteo, Kreuzworträtsel, Witze und so weiter. Ich meine zu wissen, für was. Eine Zeitung drucken, das kostet viel Suen, und die Leute kaufen immer mehr Zeitungen. Und dafür müsste so eine Gratis-Zeitung finanziert gehen mit Reklamen, wie es auch beim Essentiell der Fall ist. Es schenkt mir schon der Wert, für einmal über so ein Projekt nachzudenken. Dasselbe gilt aber auch für Bücher. Auch hier gibt es finanzielle Probleme. Hol zum Beispiel meine Bücher. Ich kriege keine Suche für meine Publikationen. Ich finanziere sie selber, ich drohe also den Risiko, und es könnte auch mal vor, dass ich drauf sitzen bleibe. Wenn ich alles zusammenzähle, habe ich bis dato ca. 40.000 Bücher verkauft. Also für Lützeburgische Verhältnisse ist das nicht schlecht. Mit weiß Kindern. Für was ist das so? Die Lützeburger Autoren sind nicht so bekannt. Publikationen beim Lützeburger Publik sind nach Männer bekannt, und an unserer Schule schwätzt bald kein davon. Geht mal auf die Wahl von Büchern, die ich gucke, da habe ich einen Stand, mit da steckt der Ball an der Masse von Büchern, die in der Zwischenzeit auf Lützeburgisch gibt. Da finde ich von allem: Kannerbücher, Kachbücher, Lehrbücher, Romaner und alles auf Lützeburgisch. Jeder kann heute mit einem Computer daheim etwas auf Lützeburgisch schreiben. Heute kann ich noch selber am eigenen Verlag etwas drucken lassen. Mit dem Problem ist der tappt noch mit der Distribution. Wie kriegt ich selber an Butiker? Wie geht das verrechnet? Das ist ein Thema, wo die meisten Leute gar nicht mitkriegen, wie komplex das alles ist. Bei meinen Büchern da kann ich rechnen 40 bis 50% geht die Librerie, an den Autor leiht zwischen 5 und 10%, a 40 oder 50% kriegt dann den Editor. Das hängt immer davon ab, wie viel die Librerie kriegt. Den Editor, der rechtfertigt sein Deal mit dem Risiko, den hier dreht. Hier lässt zum Beispiel 1000 Exemplare drucken und muss das ja auch dafür finanzieren. Aber wenn er sein Wort nicht lasst, da war alles für die Katz. Also beim Bücherbusiness nicht selbst wie bei den CDen, oder bei den DVDen, da das Problem gibt mit der Digitalisation. Meng dir lo am Sinn von, dat käme etwas kauft, weil bald alles gratis am Internet zu kriegen ist? Sicher spielt das eine große Rolle, aber das ist noch lange nicht das einzige Problem. Ich habe zum Beispiel ein Buch mit Lützeburger Werbentabellen gemacht. Meine Schüler hatten sich Tabellen gebastelt und die waren teilweise so schlecht übersät, dass mich das auf die gebracht hat, ihnen zu helfen mit meinen eigenen Werbentabellen. Und es hat sich gut verkauft, trotz der Digitalisation. Und für was? Weil es braucht in dem Medium paar Bayer, für die Tabellen auswendig zu lernen. Bon, et finde se auch am Internet, zum Beispiel bei Luxogramm oder bei LOD.lu. Aber was möchte den dann alles ausprinten? Das schenkt mir auch keine Lesung.
Ich war mit der Idee von den Werbentabellen auf Lützeburg bei der Edition Binsfeld gegangen. Die hatten 2005 ein Buch rausgegeben mit Lützeburger Verben, aber da steht keine Übersetzung dran. Ich muss aber sagen, dass hier das Buch gut gemacht ist. Ich weiß meine Schüler doch, auch viel kaufen nicht. Mit der stellen sie fest, dass sie nicht damit aufhängen. Es ist einfach ein Bulli von Daten ohne Übersetzung. Ich habe probiert, die Edition Binsfeld zu überzeugen, dass wenn ich geliebt eng Übersetzung dabei zu setzen. Mit das nicht geschieht, also habe ich es selber probiert. Neben dem Internet gibt es aber noch ein anderes, viel mehr grosses Problem für seine eigenen Bücher herauszugehen. Bei der Gemeinde Lützeburg schaffen wir zum Beispiel mit den Büchern vom Edukationsministerium. Als Kursiv vom Ministère de l'Éducation nationale unerkannt, mehr mit der Bedingung, dass wir mit ihrem Material schaffen. Ich hatte mir von ihrem neuen Buch «Schwätzt ihr Lützeburgisch Niveau» ein mehr erhofft. Wichtige Grammarstabellen sind zum Beispiel nicht komplett, aber das größte Problem ist, dass das Buch nicht genug Lektionen hat. Als Kuren dauern 7 Monate, mit Buch hat nur 6 Lektionen. Wir waren schon im November bei der 3. Lektion. Es ist einfach nicht genug Material für ein ganzes Jahr damit zu füllen. Und es ist auch kein Exercicebuch dabei. Das Argument vom Mann ist, dass den Exercice aus dem Internet telechargieren kann. Wenn ich das aber bei meinen Schülern ausprobieren, da stelle ich fest, dass das bei vielen nicht klappt. Sie gehen einfach nicht eins für all die Exercice daheim herauszudrücken. Und ich mache sonst nichts mehr, wie Kopien auszudelen. Wir haben also im Moment kein Exercicebuch von Mann mit Übersetzungen. Es gibt aber schon Leute, die nicht für sich entdeckt haben, und es kann ihnen am Commerz zum Beispiel Lückentexte kaufen, mit Seele steht eine komplette Übersetzung dabei. Hier kann den also hingehen an das Risiko angehen, für selber so ein Exercicebuch mit englischen und französischen Übersetzungen zu publizieren. Aber was geschieht, wenn der Mann an 2 bis 3 Jahren auch so ein Buch rausbringt und als Pflichtlektüre auf das Schulprogramm setzt? Wenn das passieren, da kann jemand seinem Buch nicht abhaken. Und das ist für mich viel mehr ein grosses Problem wie Digitalisation. Von den verschiedenen Dialekten hier im Land, ob was für ein Dialekt basiert sich der geschriebene Spruch. Das kann ihn alles am Lützeburgischen Wikipedia nachgucken. Da wird von einer Koine geschwärzt, das kommt aus dem Griechischen und heißt gemeinsam. Der Robert Bruch hat das damals so genannt. Hier wird ständig zitiert, weil hier quasi ein Zucht Übervater von der Lützeburger Linguisten ist. Hier nur doch tatsächlich ganz groß Verdienste immer als Spruch. Leider ist hier viel zu früh an einem Autosaccident verstorben, 1959. Für den Robert Bruch war das Lützeburger Spruch «Tisch Dummelding am Mirsch», also den Urzichtdal Rupp, die sich am besten dafür geeignet hat, als Standard, als allgemein Umgangsspruch zu gelten und auf der eng Schreibweise abzubauen. Voilà, das ist der Link auf Wikipedia. Und dann was hält ihr davon, dass zum Beispiel hier an den Geschäften nicht mehr nach Französisch geschwärzt wird? Das ist eine logische Konsequenz von einer falschen Sprachpolitik, die wir jahrzehntelang betrieben haben. Hat sich an den letzten Jahren etwas geändert an den Schulen, als die Lützeburger Sprache fest am Schulplan integriert ging? Die Frage kann ich euch nicht beantworten, weil ich nicht mit den Schulen zusammen schaffe. Aber ich kann euch von meiner Situation erzählen. Ich bin an den 70er, 80er, 90er Jahren durch das ganze Lützeburger Schulsystem gegangen und Lützeburgisch hat da wirklich keine Rolle gespielt. Wie ich mit 24 Jahren angefangen habe mit meiner Magisterarbeit, recht da habe ich mich mit meiner Mammenspruch auseinandergesetzt. Mir eine Gegefrage: Für was ist unser Schulsystem so wie es ist? War ganz einfach, durch die Lobby in Hand drin. Und ihr geht nicht bei den Schulminister also Team, wir hätten gerne mehr Lützeburgisch Kuren an unseren Schulen. Weil wenn nicht etwas mehr geht, dann muss ihn auf der anderen Seite auch etwas mehr gehen. Und da lädt ihr einmal mit den Englischprofen oder Französischprofen an.
da geht es ganz sehr, weil die haben hier droit acquis und da geht gut nichts geändert. Und da fand ich, dass ich sich viel mehr an der Politik ersetzen für die jungen Leute eine Perspektive zu geben, für anständig Lützeburgisch zu lehren und zu schreiben. Mehr Stunden für die Lützeburgisch Stundenplan von unseren Schulen, das bedeutet gleichzeitig auch, dass viel mehr Posten geschaffen gehen, für Lützeburgisch zu enseignieren. Und da brauche ich natürlich auch eine Formation des Formateurs, für die nötigen Enseignants auszubilden. Et kann nach Schritt mehr weit gehen und frohen, für was nicht Lützeburgisch als Fach am premiers Examen. Das klingt utopisch, aber es wäre machbar. Linguistik, Lexikographie, Literatur, Intertextualität, als Spruch bietet genug Material für ganz Jahren damit zu füllen. Aber wir sind weit davon weg. Et gëtt net einmal darüber nachgedacht. Et ist auf alle Fall ein immens komplexes Feld, nicht nur bei uns, aber auch an der Großregion mit den vielen Grenzgängern, die an unser Land schaffen kommen. Auch an den Schulen rundherum unser Land müsste viel mehr für uns Spruch gemacht gehen. Wir haben aber, wie schon gesagt, eine Alternative zu der Wissensvermittlung. Früher gibt Wissen just durch die Schule und Buch vermittelt. Du bist an eine Schule oder an eine Bibliothek gegangen und da kannst du dich da informieren. Heute haben Schüler den Handy und es ist einfach unvorstellbar, was denn alles an Informationen aus dem Internet via den Handy kann kriegen. Es kann ihn also neuerdings behaupten, dass es auch ohne die Schule geht. Et finde lo Chance immens viel über Lützeburgisch am Internet. Me eng Reform von unserem Schulsystem ging natürlich nach einmal alles viel mehr ukurbeln. So wie es am Moment lebt, da das einfach nicht mehr zeitgemäß, a gedenger Nationalspruch auch nicht gerecht. Es ist sicher ganz viel an den letzten Jahren geschieht, zum Beispiel die Lützeburgische Wikipedia, den zweiten Spellchecker, den LOD. Wir haben immer noch einen weiten Weg für uns. Wo bleibt der Grammarchecker, das Programm für Synthese und Reconnaissance Vokal? Wo bleiben die Online-Exerzice mit Übersetzungen, Videolektionen, ein kompletten Diktionär am Buchformat oder als App für die Handyen, Gratiszeitung auf Lützeburgisch? Mir gehen trunken allen aus, wenn meine Schüler mal weisen, weil das alles für hier Spruch geht, aber wie deierlich mir Lützeburger mit eiser Spruch durchstehen. Die Stimme von der Straße seht ihr, merci für den Interview. Und ich so und Marco vielmals merci für den Interview aus dem Jahr 2018. Gell? Das darf ich nicht vergessen. 3 Jahre danach sind aber eine ganze Reihe Sachen passiert, zum Beispiel exercice.lu oder grammaire.lu. Und das war es auch schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. Und die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Wärmtabellen auf Lützeburgisch und 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.